alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut, alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut. Ja, herzlich willkommen zu Jack aus dem Wohnzimmer. Folge 19. Folge 19. Und eigentlich bin ich ja nicht fröhlich. Ne? Aber keine Auftritte, keine Orden. Und dabei freuen wir zwei uns immer so, wenn wir nach dem Auftritt eine schöne Orden kriegen oder sonst eine Orden kriegen. Weil so eine Orden, die hört doch mit zum Fastelavond. Ne? Aber bis jetzt keine Orden. Darum haben wir ja mal einfach den Griff in unsere große Ordenskiste gemacht und haben uns hier mal ein paar schöne Orden parat gelegt. Genau. Und die können wir uns jetzt zusammen angucken. Ne? Nicht nur das, wenn wir die gucken wir uns nicht nur an, die können wir auch verleihen. Verleihen? Ja. Aber ich bin doch keine Ordensverleih. Also ich verleihe keinen, weil mir ist mir. Ne? Ja, du kannst die Orden auch behalten. Ja. Der Orden kannst du, aber die Kappe müssen wir ausziehen. Ja, aber ich fange an, ja? Ja. Guck mal, ich stehe mal so verordnet. Wunderbar, guck mal hier, eine schöne Orden. Man sieht an der kleinen Kirchturmspitze ist von der KG Nagsöhle. Und da steht mal drauf, was jetzt ganz wichtig ist auch, ja, einfamilisch, ne? Gerade in diesen Zeiten. Schön. Was habe ich hier noch gegriffen? Okay, auch ein wunderbares Glitzerexemplar. Schön gemacht, von der KG Dünsche Jecke. Das ist so in der Nähe von Leverkusen da oben. Ach, Kids, aber da haben wir einen schönen. Guck mal, was für ein Glücksgriff, weil das ist das Dorf, da wo ich wohne. Auch ein wunderbarer Karnevalsverein, der Herr de Kö, der KG Ulk von 1897, ja. Das siehst du doch schon gut mit aus. Ja, ne? Und ich denke mir, jetzt müsst ihr mitmachen am Fernseher, nämlich nach jedem Orden gibt es nämlich normal eine Tusche. Ne? Da, 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 da. Und manchmal gibt es auch eine Zujabe, die nehme ich mir jetzt einfach. Weil ich habe hier noch, ach Kunststoff, der ist auch schön. Kriegen Sie hier, oh, Fanüs aus Neuss von der NKG Blau-Rot-Gold, ein Orden aus Neuss. Sehr schön. Jetzt bin ich aber mal dran. Ja. Guck mal, ich nehme mir auch mal 3 Stück. Ja, was haben wir denn als erstes? Ja, man könnte meinen, es ging um eine Damensitzung, aber mitnichten. Von einer wunderschönen Herrensitzung. Dieser Orden ist vom letzten Jahr, von der 3. Grömscher Herrensitzung. Das ist unten Siegerland. Genau, in Grünebach war das. Eine tolle Veranstaltung. Apropos Grün, guck mal, hier haben wir was aus Eschweiler. Grüne Funken aus Eschweiler. War letztes Jahr auch eine tolle Veranstaltung, ja, wo wir waren. Die Kultsitzung, ne? Ja, und jetzt, guck mal, was ich da gegriffen habe. Ja. Das ist der Orden, ich glaube, das war letztes Jahr der weit entfernteste Auftritt, nämlich in Papenburg. Genau, da eben noch ein wunderbares Bild von uns, wo vor so einem riesen Schiefstehen da gebaut wird, so eine aufgeblasene Nussschale. Ja, und den haben wir gekriegt, weißt du, wo wir den gekriegt haben? Ja. Auf welcher Veranstaltung? Da hat der Jan Hofer nämlich einen Preis bekommen und da durften wir auftreten. Ja. Genau, guck mal, habe ich auch 3 schöne Orden. Ja, und jetzt können wir 2 sagen, viel Vergnügen mit Jack aus dem Wohnzimmer, Folge 19. Weil Corona gerade die Welt packt und die Menschheit nichts kapiert hat, sitzen wir bald wieder hier, so ganz allein und trinken Bier. Die Angst vorm L-Wort ist riesengroß. Was meint die denn mit L-Wort bloß? Es ist nicht Liebe, die ich meine. Nein, die lässt uns grad total allein. Es ist der Lockdown, den keiner will. Aber feiern, tja, geht auch nicht still. Verzicht, das geht und kennen wir nicht. Das sind ja Regeln, die sind doof. Das geht auch nicht. Ja, wir leiden gerade ganz brutal. Haben zu essen, zu trinken, was für ne Qual. Ja, sogar warm haben wir es, wenn's draußen kalt. Jetzt reicht's mit dem Elend, aber bald. So schlimm, um unsere Freiheit beraubt. Ja, wie schaffen wir das?
nicht mit sinnlosem Hass zu verschenken, mit Geduld und Verstand ein Vorbild zu sein, nicht ganz zuletzt für unsere Kleinen. Die moderne Zeit erlaubt uns doch mehr, als nur zu hetzen, so hin und her. Denken wir doch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ganz ehrlich, wir haben doch so vieles mehr schon zusammen geschafft. Liebe Karnevalsfreunde, ist mich jetzt so Ding passiert. Ich war auf Tour Richtung Köln, hat natürlich keine Sprit mehr und han gedacht, jetzt gehst in der Rue der Waterloss noch bei Aral tanken. Ich stand gerade an die Tanksäule und bin am Tanken, könnte eine nachtblaue 850i BMW an mich vorbei. An die nächste Tanksäule, die Tür geht ab. Wer steh ich aus? Eine Blondine, die hat ein Fahrwerk, die Beine jinken bis an die Erde. Das hat einen Rock an, der war früher ein Jüdel gewesen. Und eine Kamelhaarpullover waren auch noch die Höcker drin. Ich guck mich ja nicht über Tanken konzentrieren. Das ging tanken der BMW voll, wollte dann noch führen sich aus dem BMW ein Portemonnaie rausholen, wo die Tür zugefallen, der Schlüssel drinnen und ein Portemonnaie. Und das Ding hat sich abgeschlossen. Wort ging am Kriechen, hast gesagt, hören Sie mal, junge Frau, das ist schon anderen als Blondinen passiert. Gehen Sie einfach rein bei der Tankwacht von Aral, der war früher bei BMW Kohl in Aachen. Der kann Ihnen sicher sagen, wie man so Auto abkriegt, ohne dass man jetzt kaputt macht. Frau Jederin ist dem Tankwacht dann auch jetzt für am Kriechen. Sagt der Tankwacht, junge Frau, passen Sie auf, Sie kriegen jetzt von mir hier so ein Stück Draht, da machen wir vorne ein kleines Schlöppchen dran. Und dann gehen Sie mit dem Draht oben durch den Gummi von die Tür und legen das Schlöppchen um das kleine Nippelchen von die Tür. Dann ziehen Sie das auf und dann kommen Sie an Ihren Schlüssel drinnen, so wie auch an Ihr Portemonnaie. Gut. Die Blondine, jede Russ mit der Draht, führe das Schlöppchen dran. Es dauert 10 Minuten, könnte eine Kellerin, der lädt sich kaputt. Sagt der Tankwacht, hören Sie mal, was lachen Sie so? Ja, sagt der, hör, so jetzt hast du noch nicht gesehen, draußen an der blaue BMW. Da steht eine Blondine mit so einer Draht, führe Schlöppchen dran. Die versucht, auf durch der Gummi vor der Tür, mit dat Schlöppchen an dat Knöpfchen zu kommen, um die Tür aufzumachen. Sagt der Tankwacht, da jedes Nüs zu lachen, das heißt, das Kind gesagt, so macht man das, wenn der Schlüssel drinnen liegt und die Tür ist so. Er sagt, das macht ja Sinn. Aber in der BMW sitzt noch eine Blondine, die sagt, bisschen mehr rechts, bisschen mehr links. Was ist denn jetzt Schönes? Was verleihst du Ja, dir? ja, ich bin ja wieder so eine Packen, pass mal auf. Verleihen? Ich hab mir gesagt, die hören mir die Orden. Hier wird nichts verleiht. Ach, Ich kapiere nicht. das war auch ein wunderbares Teil. Oh, ja, zum Drehen auch. Ein Orden in der Nähe von Mainz, Waldalgesheim. Eine tolle Herrensitzung, alle im Kostüm, ein Riesensaal, wunderbar. Das war doch das Motto mit den Römern, richtig? Richtig. Alle Männer im Römerkostüm, mit Sandalen mitten im Winter. Herrlich. Und hier, oh, ein Riesenbrett von Karnevals- und Bühnenfreunde aus Düren-Gürbelsrath. Auch eine wunderbare Veranstaltung, ich erinnere mich, letztes Jahr. Und einen habe ich noch, aus Düsseldorf, von der KG Unter uns, auch ein schöner Orden. Und die Mama hat die Orden immer ta 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 ta, ching bum, Zugabe. Einen habe ich noch, aus der Eifel, kein Zweifel, KG Lustige Brüder aus Kall. Jetzt bist du dran. Ja, ich habe mir mal 3 Stück zurechtgelegt, alle 3 aus Eschweiler. Der erste ist von der KG Prinzengilde, der ist schwarz. Schönes Teil.
Ach, der zweite, 8 mal 11 Jahre. Guck mal, wie schön. KG Lustige Reserve. Ja, das ist auch ein schönes Teil. Ja. Und da hat man einen ganz tollen Auftritt, ich erinnere mich noch dran. Ja. Du erinnerst dich. Ach, guck mal hier. Da ist der Jahresorden von der Rote Funken 8. von letztem Jahr. Und da hängt noch ein Sticker dran vom Strafeselabend von der 7. Korporatschaft. Hausflatten verliehen an Delio. Ach, sehr schön. Stimmt, letztes Jahr haben wir den Funkenorden wieder gekriegt. Ja. Und ich brauchte ja nicht hinterher zu laufen auf der Bühne. Ja. Ja, aber auch auf die 3 Orden mit euch zusammen nochmal einen Tusch. Da, 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 tsching, bum. Sei mir wieder jung, ihr liegt nach Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Für mich bist du Glück auf der Erd, ohne dich komm ich nicht klar. Nur jeden 3 Tag im Jahr, da ist nix mehr wie et sei mir wieder jung, mir liegt nach Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt nach Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Komm ich dann heim am Morgen, liegst wach im Bett. Ich sag nur, mach doch kein Sorge, doch dann nimmst du mich in dir Bett. Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt das Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt der Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Beim Ball am Rosenmontag, da dich mich trifft der Schlag. Ich schlöf nicht, weil ich da sind wollt, den Ohren hat mich angelacht. Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt das Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Die Quittung krieg ich nicht dafür, du lurst mich an und sähst zu mir. Ja, was denn? Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt das Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Lefje, sei mir wieder jung, mir liegt das Bötzel doch im Blut. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Ich kann doch nicht nur für die Kölsche jene in mir. Hallo, Fastelovend zusammen. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein bei Jeck aus dem Wohnzimmer. Ihr könntet euch wahrscheinlich denken, ich habe mal wieder Jubel in Düppen mit meiner göttlichen Zuteilung, was mein Herbert ist. Als wir gestern bei der Schwiegermutter waren, da fragte Schwiegermutter, ach Herbert, wo hast du Tilly denn gelassen? Da sagt der, das dicke Ende kommt noch. Boah, sag mal, spinnt der? Der hatte sowieso drauf im Moment. Am frühen Morgen war der mir schon mit der Hand über den Oberschenkel gefahren. Ich denk, oh, jetzt sagt er was Nettes.
Da sagt er, du hast eine Haut wie ein 17-jähriger Pfirsich. Dankeschön. Das hat mich so richtig gefreut. Moment, Schluckimpfung nicht vergessen. Ja, leider ist mein Anstaltsvorrat an Limoncello schon aufgebraucht. Ich bin jetzt umgestiegen auf einen leichten Rosé. Er soll allerdings die gleiche Wirkung haben. Müssen wir mal probieren. Sehr lecker, wunderbar. Ja, ich meine, ist ja auch alles nicht so einfach im Moment. Man kommt nicht raus, man kann nichts einkaufen. Ich brauchte dringend eine neue Hose. Habe ich bei einem im Internet bestellt. Als die ankam, habe ich meinen Bräter da schön reingequetscht. Die saß so richtig stramm. Da bin ich runtergegangen. Ich sage, Herbert, was meinst du? Macht die Hose mich dick? Da sagt er, nein, das viele essen. Boah, der hat doch den Knall nicht gehört. Das ist eine Unverschämtheit. Aber komm, vielleicht habe ich gedacht, wenn die Oberschenkel nicht mehr so sind, vielleicht hilft ein bisschen Sport. Habe ich gerufen, ich bin mal zum Walken. War ich nach 30 Sekunden wieder zurück. Da sagt er, was ist, hast du was vergessen? Ich sage, ja, meine Notfallglobuli. Da sagt er mal, das, was du da gerade einsteckst, das ist eine Familienpackung Moncherie. Ich sage, ja, sag ich doch, Notfallglobuli. Immer das versteht der wieder nicht. Um den zu erheitern, da braucht es ja wieder ganz andere Sachen. Ich habe für den Pooldance gemacht. Wisst ihr, nackt tanzen an der Stange. Hör mal, ist keine gute Idee. Ab einem gewissen Alter, da gibt es Körperteile, die können gar nicht so schnell bremsen, wenn die Musik aufhört zu spielen. Ist keine gute Idee. Ich denke, komm, machst du ein bisschen schön Wetter. Da habe ich so ein bisschen gedacht, erotische Stimmung, ein bisschen aufkommen lassen. Dann habe ich so gedacht, das ist aber jetzt ein bisschen zäh. Das ist bei dem Herbert wie bei dem Jäger, der schon ein bisschen älter auf seinem Hochsitz sitzt, toll eingemummelt in seine sündhaft teure Jacke, 400 € für das gefütterte Teil. Überhaupt ist er ausgerüstet bis unter die Zähne, das allerfeinste Nachtsichtgerät, das Gewehr, von dem ein handgedengelter Lauf, der Griff aus handgeschnitztem Ebenholz, und dann betritt ein junges Reh die Lichtung. Und der Herbert denkt, ich hab die Munition im Auto vergessen. So sieht das aus bei uns. So, ihr Lieben, das war eine kleine Episode aus meinem Leben. Demnächst sehen wir uns wieder live in der nächsten Session. Und bis dahin, Schluckimpfung nicht vergessen. Lecker. Tschüss. Wir sind frei und wir sind nicht allein. Ganz egal, wo es hingeht, nur nicht hin. Du und ich, wir genießen das Gefühl mit jedem Molekül. Ist die Straße leer und mancher Laden ist schon dicht. Irgendwo in der Stadt brennt noch immer Licht. Du und ich und der Rest werden jetzt erst wahr. Auf einmal geht die Sonne auf und wir drücken kurz auf Stopp. Das Leben pulsiert und wir stehen mittendrin. Komm und bleib bei mich. Oh, 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 ein Loch lang wach. Oh, 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 ein Loch lang wach. Laufen durch die Stadt, feiern mit den Freunden und werden niemals satt. Die Häuser ob der Creme rum leuchten bunt wie nie.
Löcher, wenn es kann, versinken wir in der Musik, fang zu tanzen an. Das gehört jetzt dir und mir, das vergessen wir nie. Auf einmal geht die Sonne hoch und wir drücken kurz auf Stopp. Das Leben pulsiert und wir stehen mittendrin. Komm und bleib bei mich, oh, 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 noch lang wach, oh, 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 noch lang wach, oh, 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 noch lang wach, oh, oh, oh. Wir sind frei für den Augenblick. Komm und dreh die Zeit nochmal zurück. Stoßen an und dann sage ich zu dir: Bleib bei mich, bleib bei mich, bleib bei mich eine Woche lang wach. Bleib bei mich, bleib bei mich, bleib bei mich eine Woche lang wach. Bleib bei mich, bleib bei mich, bleib bei mich eine Woche lang wach. Bleib bei mich, bleib bei mich, bleib bei mich eine Woche lang wach. Komm und bleib bei mich, oh, 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 eine Woche lang wach. Oh, 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 in der Kaiserstadt. Du, das zieht aber ganz schön. Ja, soll ich die Türen zumachen? Quatsch, ich mein die Orden. Ja, ja, aber ich bin dran, ne? Pass auf, ich hab hier, ich nehme aber, ja, guck mal hier, auch ein sehr schöner Orden aus Krefeld von dem lieben Andreas Dahms. Ganz netter Kollege, der mich Ströms war. Wunderbares Teil, ich erinnere mich an den schönen Morgen. Ja. Was habe ich hier? Oh, Rot-Weiß Goch am Niederrhein. Oh, eine Sitzung, ich glaube mit 6 Rednern, ne, war das gewesen. Ja. Und hier, oh, wir gehen immer weiter nördlich. Das ist aber schon 2 Jahre zurück, glaube ich, oder was? Da sind wir nämlich gewesen im November in Bremen und haben da unter anderem den Weihnachtsmarkt eröffnet. Ja, mit der Bremer Stadtmusikanten. Ja. Hast du nicht was vergessen? Stimmt. Ich mache zuerst die Zugabe und dann die Dusche, ja? Was nehme ich denn noch hier? Ach, ich kenne so ein schönes Lied. Ach du je. Guck mal hier, aus Düren noch, ne? Von der KG Südinsulaner. 11. Radtour der Hoffnung. Ja, ich glaube, die können wir dieses Jahr wieder machen, die Radtour der Hoffnung. Aber in diesem Sinne, So, ich hätte auch 3 schöne Orden rausgesucht. Ja. Ja, erst einmal aus Köln, auch wieder was Drehbares, KG Alt-Severin. Oh, mach ein bisschen schneller, ne? Ja. Yeah. Jetzt zieht's wirklich. Als zweites hier aus Eschweiler von der KG Ulk Oberrötchen. Auch ein wunderschönes Teil. Oh, jetzt habe ich mir auch noch hier so einen handgemachten, getöpferten Orden genommen. Der wiegt ja schon 400 Gramm. Von 2005 ist der, aus Gelsdorf. Da waren immer schöne Herrensitzungen, sind heute noch. Ja, auf die schönen Orden, ein dreifach kräftiges da 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 da, ching bum. Wo willst du hin?
wo kriegst du Russ? Mittendrin, doch nicht immer geradeaus. Einfach so, never be. Trivial, stelle uns nicht in der Reihe. Viel verjangen, viel passiert. Und du merkst, all das Wort weg. Ja, das geht, ja, das wird. Auch wenn das bis jetzt noch nirgends steht. Das ist Plan B. Das ist Plan B. Das ist Plan B. Das ist Plan B. La 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 Hast vom Level keine Plan, fang doch einfach direkt mit Plan B an. Denn es geht, wie es geht, drin packt die Chance, sie können nicht mehr zurück. Manchmal der Never am Ziel vorbei, trustiert, doch bliebst dir immer treu. Es geht nicht nur der eine Weg, drin blieb nicht stehen, macht das, wo die Herz für schlägt. Das ist Plan B. 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 Und krabbelt nicht beim ersten Mal. Wer weiß, wofür das Jod ist. Manchmal da ist ne Neuanfang, das Beste, was passieren kann. Das ist Plan B. 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 La 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 Meine Augenschatz sind ja Oma und Opa. Das ist das Beste, was ich habe. Jetzt sagt Opa, hören's Jung, ich würden's hier nach England pflegen. Bevor ich sterbe, will ich noch in England gewesen. Ich sag, Opa, willst du da mit Oma zusammen pflegen? Ja, sagt Opa, ja klar. Ja, sag ich, Oma, Hühe, der verschleiert, das ist nicht gut, den verlierst du in die Großstadt. London ist eine riesen große Stadt. Sagt Opa auch, das schaff ich hat. Ich sag, soll ich nicht besser mit pflegen und eine Euro beschwerpen? Ja, sagt er, das kannst du ja machen. Da sind wir dann mit der Never Come Back Airlines geflogen von hier nach Heathrow in London. Stehen aus, da sagt der Opa, ich sag, hören Sie, wie ist es da mit die Englisch? Oh, sagte ich war in Ochsenfurt, da habe ich Englisch gelehrt. Sagte, das ist ja kein Problem. Wir standen an der Taxistand, Opa ist am Winken, Taxi hält an, wir stehen in, sagt Opa, can you drive me nach Plaza Hotel? Der Taxifahrer kickt ganz verdutzt und sagt, oh, Sie entschuldigen, Sie kommen aus Germany. Sagt Oma, was hätte ihr gesagt? Sagt Opa, hätte gefragt, ob wir aus Germania kämen. Hab ich gesagt, ja. Sagt der Taxifahrer, von wo kommen Sie denn? Ihren Dialekt kenne ich irgendwoher.
Seht Opa, mir kommen aus Eichwille. Seht Oma, was hätte gesagt? Seht Opa, hat ja gefragt, von wo wir in Germany kommen. Und da habe ich gesagt, aus Eichwille. Jetzt hat der Taxifahrer das zweite Mal Eichwille gehört. Sagte, oh, Eichwille, ich kenne ihn. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ich war in Eschweiler und hatte die schlechteste Sex meines Lebens. Sagt Oma, was hätte gesagt? Sagt Opa, dass du dich kennt. Wir sollten vielleicht irgendwann nochmal einen Orden von einem Orthopädenverein kriegen. Pass auf, jetzt fang ich aber an. 3 Stück habe ich mir genommen. 3. Krefeld-Bockum. Gucke mal, wie schön hier. Ja. Wie ein Sheriffstern. Ja. Den habe ich mir verdient. Der sieht aus wie ein Sheriffstern aus dem Pascha. Hier, gucke mal. Interessengemeinschaft. IG Gellendorf. Oh. IG Gellendorf. Das war in der Nähe von Rheine. Das war. Wunderbare Sitzungen da oben. Ja, Metall ist das. Und hier habe ich diesen Hellseherorden. Ja, ihr glaubt nicht, den haben wir letztes Jahr gekriegt. Da stand letztes Jahr schon hinten drauf. Stay at Home 2020. Die wussten schon, was abhing. Ich meine, das war die Werbung für den Pflegedienst, aber es stand drauf. Bekommen in Freialdenhofen. Ja, auf die Aussicht, dass das einfach kräftig ist. Ich mach keine Zugabe. Aber ich bin dran, ne? Du bist dran. Ja. Ach guck, hier wie schön. Das war ein sehr, sehr schöner Orden aus Mönchengladbach. Auch ein sehr netter Verein. Die KG Pöter Portheppel. Wunderbarer Style. Kann man auch als Morgenstern einsetzen. Sehr schön. Ich kriege ihn kaum noch. Ach, guck mal hier, wieder aus der Eifel. Oh, die hatten parallel, nämlich haben die 2 Herrensitzungen. Parallel, da muss man nicht zwischen den Sitzungen hin und her fahren. Ne? Oh, mal zwischen den Gaststätten. Oh, das war auch Ja, so. bei der KV Ritzdorf. Ja, der kennt ich. Jetzt hast du wieder was aus Köln. Nein, ich habe was von dem kleinen Gegenstück. Dieser Orden ist nämlich aus Pfanten. Da steht der Kölner Dom nämlich in kleine. Der Hälfte. Ja, in einem schönen Schützenheim. Willst du einen Tusch oder? Ne, ich nehme direkt noch, wenn ich dran komme, dazu jagen. Ach, ja, das war auch schon in Köln bei der KG Ihrefelder Chinesen in Köln-Ehrenfeld. Ja, das war auch super. Das war letztes Jahr gewesen, ne? Ja. Mit der Ludwig zusammen. Mit der Ludwig Seebus zusammen. Auf die soeben ausgezeichnete Reimert-Verhetze. Da, 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 da. Ching, bum. Ich sitz im Zug, ein Leerfdale, für mich so ganz allein. Mir hätt's so schwer wie Blei, so fühlt sich irgendwie an. Die letzten Kilometer noch, ich war lang nicht mehr da. Jung, ich freu mich, ich bin richtig drauf gespannt. 2 Tonspitze am Horizont, die kündigen es an. Die Stadt, an der ich häng, ist nicht mehr weg. Hat so lang dort drauf gewartet, versprochen, ich komm irgendwann zu dir, mi Kölle, ganz bestimmt zurück. Der Dom hält still, sing wahr. Jahrhunderte hält dazu gemacht. Ich weiß genau, was auch passiert, das ist meine Stadt. Hey Kölle, ich hab dich so vermisst. Der Dom hält still, sing wahr. Hey Ludera von singen alle Platz.
Engelsspruch, die wie Heimat ist. Zum Bahnhof raus, am Dom vorbei, ich dreh noch schnell im Bund. Alles andere kann warten, noch ne Augenblick. Doch Ringfluss ganz gemächlich, majestätisch wie gewohnt. Und ich han still ein kleiner Traum verdrückt. Doch Dom hält Und hast dir noch was Schönes ausgesucht? Ich würde ja gerne, aber ich komme im Kopf nicht mehr hoch. Was habe ich denn hier? Oh, gucke mal da. Aus Bonn, Duisdorf. Ja? Oder Duisdorfer Funken. Wir alle sind Bönscher. Ja, der passt noch. Boah. Ach, geht's hier. Noch schöne Orden verochen, ne? Vom Öscher Sturm. Ne? Oh, Öscher Sturm. Ja, auch eine schöne Traditionsverein. Ne? Einen hat auch, der ist auch schön, ne? Mit dem Drehtor. Ne? Ist von der großen Kölner ist das. Ne? Auch ein schönes Style. Schönes Style, oh, aber nicht so leicht. Soll ich noch eine Zugabe? Zugabe. Ja, was hast du denn jetzt erwischt? Ja, da war ich auch sehr stolz drauf, ich glaube du auch. Ne? Ja. Aber der ist jetzt hier mal stellvertretend für alle Prinzen, von denen wir eine Orden gekriegt haben. Der ist nämlich vom Eschweiler Prinzenpaar oder das Prinzengespann von letztes Jahr. Ne? Vom Simon und vom David. Sehr schön. Komm, ich glaube, ich mach dich fertig. Zugabe. Immer. Zugabe. Jetzt wird es unfair. Einer geht noch. Ach, Kind, obwohl, der ist immer wieder. Ne? Da ist nämlich der Insider, der ist vom geilsten Elverrat der Welt. Ja, den hattet ihr jedem nach unserer letzten Herrensitzung. Ja, und jetzt bist du dran, mach schnell. Ach komm, aber erst noch einen Dusch. Da. Hör auf mit der Tusch, wenn der schaukelt, wird noch schlimmer. So, mal gucken, ob ich noch was Leichtes hier habe. Der Kaiser Karlton aus Bad Driburg. Auch nicht gerade der Ecke rum. Ne, aber eine schöne Kur. Ja, und ich fühlt sich dran, als wenn der ganze Dom dran hängt. Was habe ich hier gezogen? RCV Resfeld. Prinz Matthias und Prinzessin Tamara die Erste. Siehst du, haben wir nicht nur Prinzenorden, sondern auch von Prinzessinnen haben wir was gekriegt. Einer geht noch, pass auf. Oh, guck mal hier. Kalka, aus Kalka. Aber Kalka in der Eifel, nicht am Niederrhein. Nee, da wäre ja ein Kühlturm drauf. Unfair, so ein kleines Ding, das riecht doch ja nichts. Aber hör mal, haben wir nicht einen Orden, den wir beide haben? Ja, die haben wir alle beide, aber wir könnten uns bei einem beide anziehen. Ja. Ich habe einen gefunden. Ja, Aber was Leichtes. Was Leichtes. Guck mal. Ja, die haben sich ja richtig Mühe gemacht. Da hat der Verein die Orden selber gebastelt. Aus Bierdeckel. Oh, das ist gefährlich. Wie, das ist gefährlich. Sieh mal an.
Ja, was ist denn jetzt passiert? Ich hab doch gesagt, da zieht dich runter mit der Bierdeckel. Warum? Ja, wenn du in den Zeiten Bierdeckel missbrauchst und da kein Bier draufstellst. Was zu viel ist zu viel mit den Orden, ne? Also ich hätte sie gerne alle angezogen. Ja, ist klar, ne? Dann würden wir zwei jetzt im Keller sitzen, ne? Ja. Aber einen habe ich doch trotzdem noch. Und zwar ein ganz besonderer Orden zwischen uns beiden. Diesen Orden haben wir mal 2004 in Berlin von der großen Porzer KG Rot-Weiß verliehen bekommen. Die hatten aber nur noch einen. Also teilen wir uns den seitdem und der wird immer hin und her verliehen. Und in diesem besonderen Jahr, lieber Guido, verleiht jeder mal den Orden. Leider am Bande. Ein Wanderorden. Ist eine Wanderorden. Da bedanke ich mich aber. Ja, und wir hoffen, euch hat Folge 19 gefallen. Also, auf den grünen Tusch, ne? Da, 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 da. Und wir freuen uns mit euch gemeinsam schon auf Folge 20 von Jeck aus dem Wohnzimmer. Ja, stimmt, den hab Wenn et nicht mir führen geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit mir lang, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne. Wenn de Karren prägend steck, wenn dir et Bier wahrhaftig nicht mich schmeckt,